Jetzt hallo miteinander. Dankeschön, dass ihr mein Video anguckt. Das rechts da hinten, das ist die Schmeier. Ich bin gerade im Schmeiertal unterwegs mit meinem E-Bike. Das ist meine erste Fahrradfahrt seit ein paar Monaten wieder. Und ja, mit dem E-Bike kommt man relativ schnell wieder reinstrampeln. Man muss sich nicht so anstrengen. Und das da hinten gehört zu meiner Lieblingsroute. Ich bin jetzt von Bezingen losgefahren, aber der Part von Bezingen bis ins Schmeiertal danach, der ist jetzt nicht so interessant. Und zudem der das Video noch viel zu lang gegangen. Jetzt ist das so eine tolle Strecke, die ich da jetzt vor mir habe. Ich fahre jetzt gleich durch Oberschmeier durch, danach fahre ich durch Unterschmeier und dann kommt noch gleich Dähle entlang der Schmeier und danach mit der Brücke, die ihr nachher seht, da mündet dann die Schmeier in die Donau. Das dahinter ist mein Schatten, von dem ich verfolgt war. Und muss sagen, war echt relativ ruhig auf der Strecke, war wenig los und man konnte so wirklich für sich sein. Wunderschön mild für Anfang Februar. Leider müsst ihr echt einmal hergegangen. Aber ich, wenn ich unterwegs bin, weil ich brauche meine Ruhe. Durch Oberschmeier und Unterschmeier bin ich jetzt schon durchgefahren. Bin auch entlang der Hauptstraße gefahren, auf der Hauptstraße, da ist jetzt nicht so viel Verkehr. Und jetzt bin ich kurz vor der Brücke dahin, wo die Schmeier in die Donau reingeht und prompt leitet dahin einen Baumstamm. Ja, jetzt habe ich überlegt, soll ich da mein Fahrrad drüber lupfen, aber so tappig wie ich bin, stolper ich drüber und fliege mit einem Klump nach. Jetzt bin ich halt drum rumgelaufen, ein wenig langsamer wie der Zeitraffer jetzt da anlässt. Und hier hocke ich wieder auf meinem Rädle und fahre jetzt mit einer ganz normalen Geschwindigkeit weiter. Links da habe ich die Brücke, wo die Straße drüber geht. Und rechter Hand da vorne, ich fahre jetzt unter durch so eine Unterführung durch. Da rechter Hand seht ihr die Schmeier und genau hier mündet die Schmeier in der Donau. Und ich fahre jetzt Richtung Enzikofen, durchquer dann ein Teil des Enzikofer Forstlichen Parks. Der Forstliche Park für Enzikofen, der ist auch wunderschön, echt sehenswert. Und wenn ihr so durchs Donautal fahrt, guckt mal, wie wunderschön die Felsen links sind. Es sind auch viele Kletterer unterwegs immer. Und rechts seht ihr ja Donau, also sehr abwechslungsreich. Unser wunderschönes Donautal, das wir hier eigentlich kurz vor der Haustür haben. Und jetzt bin ich schon auf dem Gelände vom Enzikofer Kloster. Der Anstieg vom Donautal darauf, ja, der ist schon relativ anstrengend. Deshalb bin ich froh, dass ich heute mein E-Bike dabei habe. Und da auf dem Gelände sollte man eher Schrittgeschwindigkeit fahren. Das tue ich jetzt gerade im Moment nicht, weil es hat so gut wie keine Leute. Im Normalfall, vor allem am Sonntag, ist ja schon ziemlich viel los. Von dem her langsam durchfahren. Vor allem da vorne jetzt durch diesen Durchgang, weil da kann es dann doch schon mal ziemlich eng werden. Da und links im Sommer steht da immer mal wieder ein Imbisswagen. Ich habe da noch nie angehalten, ehrlich gesagt. Vielleicht mache ich es den Sommer mal. Auf dem Gelände von dem Kloster daheim ist eine Volkshochschule. Da kann man auch mehrtägige Kurse besuchen mit Übernachtung. Ich glaube, ich muss mir das auch mal geben, hier einen Kurs zu machen. Der hat nämlich oft sehr tolle Angebote. Aber da ich ja nicht weit weg von daheim wohne, der hat sich nicht lohnen, hier zu übernachten. Ich fahre jetzt daheim den Buckel nach, Richtung Leutz und dann von Leutz direkt nach Sigmaringen. Semmeringen, wie wir da oben sagen. Durch Leutz fahre ich eigentlich gern durch, weil wenn man jetzt rechter Hand von der Donau fährt, da ist immer brutal viel los. Da laufen immer viele Leute, die jetzt vorher probiert, aber da bist du bloß zum Klingeln und sagen, bitte auf Zeit gehen, bitte auf Zeit gehen. Jetzt können wir da links schon Richtung Winterlingen fahren. Das mache ich aber nicht, weil ich will noch nach Sigmaringen, nach Semmeringen und da einen Blick aufs Schloss werfen und dann an meiner Lieblingskreuzung vorbeifahren. Jetzt lasse ich gerade noch schön das Auto vorbei und dann mache ich einen Schnitt und zeige euch,
wo in Sigmaringen meine Lieblingskreuzung ist, wo ich immer gern vorbeifahre. Mit meiner neuen 360-Grad-Kamera entstanden schon mal besondere Perspektiven. Und umso näher man den Gesicht dann hat, so wie jetzt, gibt es halt auch dementsprechende Verzerrungen. Aber man muss auch mal über sich selber lachen können, gell? Und jetzt fahre ich gerade auf meine Lieblingskreuzung zu, die ich vorher erwähnt habe. Besonders wenn es heiß ist und man richtiger duscht, dann freue ich mich so an diesem Gebäude vorbeizufahren und denke schon an daheim, an meinen Kühlschrank, was dort drin steht, 0,5 Liter Fläschle und was mich da erwartet. Und wenn ich dann dieses 0,5 Liter Fläschle an meinen Mund führe, dann weiß ich genau, dass der Inhalt aus diesen Kesseln da stammt. Oh, jetzt gebe ich aber Gas, dass ich schneller daheim bin, fahre auf der Buckel Richtung Benzingen, Bezingen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüssle und Ade.